Wir haben hier ein Fossil von einem Schlangenstern, über den wir ja schon geschwärzt haben, was verstängert das an einem speziellen Stein, nämlich am Schiefer. Wir haben mal Fossilien gesehen, die am Sandstein erhalten waren, am Lützeburger Sandstein. Hier haben wir den Schiefer. Wie war das der Schiefer überhaupt für ein Stein? Ihr kennt den Schiefer vielleicht, weil er früher benutzt wird für Tafel an der Schule. Oder die Lehnen am Dach, die sind auch gerne aus Schiefer gemacht. Und vielleicht wisst ihr auch, wo ihr den Schiefer bei uns am Land kann finden. Das ist hauptsächlich am Eisleck, also an der nördlichen Halschen vom Land. Da kann ihr den Schiefer finden. Was ist das für ein Stein? Das ist genau wie der Sandstein, Stein, den entstanden ist durch Auflagerung. Das heißt, da sind kleine Teile, die sich am Fang von einem Meer oder an einem Fluss aufgelagert haben und dann zu stehen gehen. Am Schiefer war es Bulli am Anfang. Der Bulli ist zu stehen gehen. Der Stein kann ich vergleichen mit dem Lehm, so Müllelehm, den ich hält für zum Beispiel für die Päckfilchen zu machen. Für das es aber Schiefer geht, muss den Bullisstein dadurch nach gedreckt gehen und warm gemacht gehen. Wodurch kann das geschehen? Am Fall vom Schiefer am Eisleck ist das dadurch geschieht, dass für Millionen von Jahren Berge entstanden sind. Die sind dadurch entstanden, dass Kontinentplatten zusammengedreckt werden, dadurch sind Stängel komprimiert gehen, sie sind warm gehen. Und das hat Veränderungen von dem Bulli mit sich gebracht, die aus einem Bulli stehen, ein Schiefer gemacht haben.